und ich habe die Ehre, heute Sie alle durch diese Pressekonferenz zu führen. Im Namen der Gesellschaft für bedrohte Völker und der 4 größten Tibet-Organisationen möchte ich Sie herzlich begrüßen. Wir sind hier, da wir heute eine Kampagne lancieren. Eine Kampagne, in der die Grundrechte der Tibeterinnen und Tibeter im Fokus stehen. Und dies nicht nur in China, sondern eben auch in der Schweiz. Die Kampagne wird von den folgenden Organisationen mitgetragen. Sie sind hier alle auch anwesend. Das ist die Gesellschaft Schweizerische Tibetische Freundschaft, der Verein Tibeter Jugend Europas, die Tibetergemeinschaft in der Schweiz und Liechtenstein sowie der tibetischen Frauenorganisationen in der Schweiz. Herzlich willkommen an alle, die heute hier sind. Warum diese Kampagne? Seit 2013 hat die Schweiz ein Freihandelsabkommen mit China abgeschlossen, welches 2014 in Kraft getreten ist. Die Gesellschaft für bedrohte Völker und die Gesellschaft für Schweizerische Tibetische Freundschaft haben sich schon damals, also vor Abschluss des Freihandelsabkommens, dafür eingesetzt, dass die Einhaltung der Menschen- und Minderheitenrechte im Freihandelsabkommen berücksichtigt werden. Dies ist aber nicht der Fall. Immer wieder hat uns die Schweiz darauf verwiesen, dass im Menschenrechtsdialog mit China die Menschenrechte regelmäßig angesprochen werden. Wir haben die Entwicklung beobachtet und begleitet. Die Annäherung zwischen China und der Schweiz findet statt und das hat auch Auswirkungen auf die tibetische Gemeinschaft in der Schweiz. Wir haben heute diesen Bericht veröffentlicht. Sie haben sie alle in der Medienmappe, es liegen auch hier ein paar Exemplare vor. Der Grund für diesen Bericht war, dass wir, die Gesellschaft für bedrohte Völker, zusammen mit ihren tibetischen Partnerorganisationen die Entwicklungen zwischen 2013 bis 2018 analysiert hat und die Ergebnisse sich darin finden. Um die Innensicht der Tibeterinnen und Tibeter zu erfassen, haben wir im Zeitraum Dezember 2017 und Januar 2018 14 Personen befragt, die sich schon länger mit der Situation in der Schweiz befassen und auch aktiv sind in den tibetischen Organisationen. Die Ergebnisse. Der Einfluss Chinas hat in der Schweiz zugenommen. Dies hat Auswirkungen auf die Meinungsäußerungsfreiheit, das Recht auf Privatsphäre, das Recht auf Bewegungsfreiheit sowie das Recht auf die eigene Identität. Es ist in der Schweiz nicht immer möglich, sich zu Tibet zu äußern. Ebenso hat die Überwachung der tibetischen Gemeinschaft zugenommen. Auch ist es für Tibeterinnen und Tibeter mit B- und C-Bewilligung schwieriger geworden, Reisedokumente zu erhalten. Sie müssen auf die chinesische Botschaft, um einen Herkunftsnachweis sich auszustellen zu lassen. Uns sind Fälle bekannt, wo diese nicht ausgestellt wurden. Folge davon ist, dass wir die Schweiz nicht verlassen können. Ebenso hat die Schweiz 2014, das heißt kurz nach der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens, die Herkunftsbezeichnung in den Ausweisen von den Tibeterinnen und Tibetern geändert. Das betrifft vor allem die Ausländerausweise. Anstatt Tibet, wie das bisher 60 Jahre der Fall war, steht nun neu Volksrepublik China. Dazu möchte ich kurz ein Video zeigen, um die Sachen noch zu veranschaulichen.
das heisst, dass wir nicht mehr Herkunftsland entwickeln, sondern neue. Wenn mich jemand fragt, von wo ich bin, dann sage ich ganz klar, ich bin Tibeterin. Wenn mir dann jemand sagt, aber Tibet ist ja ein Teil von China, dann bist ja du eigentlich Chinesin, dann kann ich dem einfach nicht entsprechen, weil China hat Tibet besetzt. Jedes Mal, wenn ein offizieller Vertreter von China vor Ort ist, werden eigentlich unsere Grundrechtssprüche, Versammlungsfreiheit und Meinungsausdrucksfreiheit stark eingeschränkt. Also zum Beispiel ist die chinesische Botschafterin bei einem kulturellen Austausch vor Ort und hat eine Rede gehalten. Da haben wir wirklich einen friedlichen, stillen und gewaltfreien Protest ausgeübt. Wir sind ruhig, haben Schilder aufgehängt. Am Tag sind wir von chinesischen Sicherheitskräften ganz an der Stelle. Beim offiziellen Staatsbesuch von Xi Jinping waren wirklich junge Männer und Frauen, Schweizer Staatsbürger, von der Polizei gewaltsam niedergestreckt, gefesselt und abtransportiert wurden. यांनी पंचोचेंबोरी जेकोचेंबोरी दिलाच केले होता आता मोबाईल कॅप्चर आहे बोलते इसको जी दोजे ये को छुटा नहीं है Menschenrechte stehen nicht zum Verkauf, auch nicht im Freihandelsabkommen. Mit der Petition möchten wir gegenüber dem Bundesrat ein Zeichen setzen. Ein Zeichen dafür, dass sich die Schweizer Bevölkerung nach wie vor solidarisch mit den Tibeterinnen und Tibetern zeigt und ihre Schutzbedürftigkeit anerkennt. Ebenso soll mit der Petition ein Zeichen gesetzt werden, dass Menschenrechte nicht zum Verkauf stehen, auch nicht im Freihandelsabkommen mit China. Dies beinhaltet unter anderem, dass der Bundesrat nach dem Empfang des chinesischen Präsidenten Xi Jinping auch den Dalai Lama erstmals offiziell empfängt, und dies bei seinem nächsten Besuch. Und dass sich die Schweiz auch international und gegenüber China proaktiv für die Menschenrechte und Minderheitenrechte in China einsetzt. Dazu wurden gestern 2 parlamentarische Vorstöße eingereicht, darauf gehen wir dann später noch genau ein. Und nun möchte ich weitergeben an meine Kolleginnen und sie kurz vorstellen. Wir haben hier Palmo Brunner. Palmo ist Co-Präsidentin des Vereins Tibeter-Jugend in Europa. Dann haben wir Jean-Paul Samdo. Er ist Parlamentarier im tibetischen Exilparlament. Wir haben hier Maya Graf. Sie ist Nationalrätin der Grünen von Basel-Land und Vizepräsidentin der parlamentarischen Gruppe Tibet. Und Priska Bierer-Heimo, sie ist von der SP Luzern, ist auch Mitglied des Nationalrats und auch Mitglied der parlamentarischen Gruppe Tibet. Herzlich willkommen. Nun gebe ich das Wort gerne weiter an Palmo Brunner. Vielen Dank für die Einleitung, Angela. Vielen Dank auch von meiner Seite und im Namen der Tibet-Organisationen, die auch hier anwesend sind, an alle Anwesenden, die hierher gekommen sind. An dieser Stelle möchte ich auch ein Dankeschön an die Gesellschaft für bedrohte Völker ausrichten und für die Arbeit, die sie in diese Kampagne gesteckt hat und natürlich auch die Organisation dieser Pressekonferenz. Ich denke, dass gerade dieser erstellte Bericht sehr wertvoll ist und auch gut aufzeigt, was wir als Tibet-Organisationen in der Schweiz nun seit einiger Zeit wahrnehmen. Wie bereits erwähnt, sind nun 5 Jahre vergangen, seit die Schweiz das Freihandelsabkommen mit China unterzeichnet hat. Wir sind sehr besorgt über die verstärkte Einflussnahme der chinesischen Regierung und es gibt viele Beispiele für das wachsende Verlangen Chinas nach politischer Einflussnahme in Europa, inklusive des Versuchs, die eigenen autoritären Prinzipien auch außerhalb des eigenen Landes zu etablieren. Und oft hat China leider dabei auch Erfolg. Das haben wir gesehen am Beispiel des Staatsbesuchs von Xi Jinping in der Schweiz vor einem Jahr. Damals wurde unser Recht auf Versammlungs- und Meinungsäußerungsfreiheit stark beeinträchtigt. Man hat eindeutig demokratische Freiheiten für wirtschaftlichen Profit verkauft. Die Polizei
und der Bundesrat haben versucht, uns Tibeterinnen und Tibeter zum Schweigen zu bringen. Für uns als Tibeter, aber auch als Schweizer Bürger ist das eine Schande für die Demokratie, denn wie wir wissen, wir sind nicht in einem autoritären Staat, das sind sonst Bedingungen, die in autoritären Staaten vorherrschen und nicht in einer Demokratie. Ein Beispiel, das mich persönlich schockiert hat, war eben das Beispiel, das auch im Video genannt wird, beim Mondfest in Basel. Wir haben damals vom Verein Tibeter Jugend in Europa einen wirklich friedlichen und stillen Protest geplant während der Ansprache der chinesischen Botschafterin. Doch chinesische Sicherheitsleute sind eingegriffen, haben uns die Plakate aus den Händen gerissen, die Tibet-Flaggen aus den Händen gerissen und eine Kollegin von uns wurde brutal zu Boden gedrückt. Und das hier auf Schweizer Boden. Das ist eine klare Verletzung der Meinungsäußerungsfreiheit und ein diplomatischer Übergriff, der im Schweizer Rechtsstaat nicht geduldet werden darf. Das sind nur zwei Beispiele von einigen, die wir aufzeigen könnten, dass es in der Schweiz nicht immer möglich ist, sich zu Tibet zu äußern. Kundgebungen und Veranstaltungen sind zunehmend mit Restriktionen verbunden. Die Ereignisse haben sich in den letzten Jahren gehäuft. Wir Tibeterinnen und Tibeter wollen keinen Maulkorb. Wir wollen uns frei zu Tibet äußern können. Deshalb fordern wir auch von der Politik und den Behörden, dass die Meinungsäußerungsfreiheit zur Situation in Tibet in der Schweiz uneingeschränkt gewährleistet wird. In einer kürzlich veröffentlichten Studie werden vielfältige Wege zusammengetragen, auf denen Peking seine Sicht im Ausland verbreitet und damit Entscheidungsträger, Medien, die Zivilgesellschaft und auch die akademische Welt einzuwirken versucht. Das führt so weit, dass China-kritische Passagen zensiert werden, sei dies aufgrund eines vorauseilenden Gehorsams oder eines Bückens auf chinesischen Druck hin. Ein exemplarisches Beispiel dafür ist, dass sich Mercedes-Benz erst gerade kürzlich entschuldigt hat, weil die Firma ein Zitat von seiner Heiligkeit dem Dalai Lama auf Instagram in einer Werbung benutzt hat und den Post im Nachhinein löschte. So weit ist es schon gekommen. Der Verfassungsschutz in Berlin warnte vor Infiltrationsversuchen chinesischer Geheimdienste in Deutschlands Parlamenten und Behörden. In den USA begann der Kongress seine erste Anhörung zum langen Arm Chinas. Allgegenwärtig sind mittlerweile die Versuche der chinesischen Regierung, die Debatte über heikle Themen zu steuern, zu kaufen oder politischen Einfluss zu erzwingen. Tibet ist da natürlich ein zentrales Thema. Mit allen Mitteln wird versucht, die unrechtmäßige Besessenheit in Vergessung zu drängen. Auch die Schweiz sollte da genauer hinschauen und gezielt Maßnahmen gegen die autoritäre Einflussnahme ergreifen. Ein Instrument der chinesischen Softpower-Strategie sind die über 300 Konfuzius-Institute weltweit. Davon gibt es auch 2 in der Schweiz. Die Eröffnung, die geplant war an der Universität Zürich, konnte aufgrund eines Zensurskandals in Portugal dann aber auf Eis gelegt werden. Die wirtschaftliche Annäherung zwischen der Schweiz und China wirkt sich zunehmend auf die Grundrechte der Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz aus. Ihre Schutzbedürftigkeit wird dabei von der Schweiz zu wenig anerkannt. Die Überwachung der tibetischen Diaspora, wie wir auch im Film gesehen haben, nimmt zu. Das wird auch im Nachrichtendienst des Bundes bestätigt im Sicherheitsbericht. Vieles der Überwachung ist natürlich sehr subtil und kann nicht konkret nachgewiesen werden. Es ist jedoch schon sehr bemerkenswert und auch, wenn man sieht, wie tief das in der tibetischen Gemeinschaft verwurzelt ist, das Bewusstsein, dass man überwacht wird und dass Schritte überwacht werden. Wir beobachten beispielsweise, dass zunehmend junge Tibeterinnen eine Art Selbstzensur durchführen. Sie haben Angst, dass sie sich politisch engagieren und das später negative Konsequenzen mit sich bringt. Beispielsweise in ihrem beruflichen Werdegang oder weil sie später mal nach China oder Tibet reisen möchten oder auch, weil ihre Verwandten in Tibet dafür bestraft werden könnten. Bei Demonstrationen kommt es oft vor, dass Tibeterinnen, die Aktivisten, fotografiert werden von Chinesen. Das war beispielsweise auch in Bern so vor einem Jahr während der Demonstration beim Besuch von Xi Jinping. Vielleicht, was hier auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist der Bereich von
So hat das Forschungsinstitut Citizen Lab auch nachgewiesen, dass wirklich eine großflächige Infiltration der tibetischen Diaspora gemacht worden ist. Viren wurden auf mehr als über 1000 Geräten in mehr als 100 Ländern entdeckt. Von den Ghostnet-Angriffen waren zahlreiche Akteure aus der tibetischen Gemeinschaft betroffen, auch das Tibet-Büro in Genf. 2018 berichtet die Organisation auch von den neuesten Attacken, den sogenannten Phishing-Attacken. Das zeigt, dass eben auch diese Methoden adaptiert und angepasst werden. Es gibt natürlich aber auch solche offensichtliche Beispiele, wie wir im Video gesehen haben von Golok Jigme, der nicht nur am Hauptbahnhof, sondern auch an der UNO, während er mit einem Journalisten gesprochen hat, fotografiert und auch bedroht wurde. Wir fordern ganz klar von der Politik und den Behörden, dass konkrete Maßnahmen zum Schutz der Überwachung und für die Einhaltung der Privatsphäre von Tibeterinnen und Tibetern in der Schweiz ergriffen werden und bei Bedarf auch bei den chinesischen Behörden interveniert wird. Die Schweiz hat in den 60er Jahren als erstes europäisches Land tibetische Flüchtende aufgenommen und die tibetische Gemeinschaft hat hier ein zweites Zuhause gefunden, ist hier tief verwurzelt. Wir fordern, dass die Schweiz zu ihren demokratischen Prinzipien und Werten steht und auch ihrer humanitären Tradition gerecht wird, indem sie die Schutzbedürftigkeit der Tibeterinnen und Tibeter anerkennt und ihre Grundrechte schützt. Vielen Dank, Palmo. Nun möchte ich gerne weitergeben an Champa Sando, er ist Exilparlamentarier der tibetischen Gemeinschaft. Danke. Grüezi miteinander. Im Namen aller Tibeter, besonders Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz, möchte ich gerne Sie ganz herzlich begrüßen, Tashidelek. Und gleichzeitig möchte ich gerne Sie bedanken, dass Sie heute hier sind und für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung für Tibet. So, back to my point. Ich werde Sie momentanige Lage von Tibeter bezüglich Reisefreiheit und Herkunftsbezeichnung schildern. Ich persönlich habe Schweizer Pass und ich bin sehr froh und stolz, ihn zu haben. Aber leider, es gibt sehr viele Tibeter, über 300 Tibeter auf dem Ausweisen der chinesischen Nationalität zugehören. Seit November 2014 hat das SAM beschlossen, dass die Herkunftsbezeichnung Tibet in der Ausländerausweis der Tibeter und Tibeterinnen nicht gültig ist. Seither erhalten tibetische Flüchtlinge in der Schweiz, worauf steht, dass sie Nationalität China angehören. Außerdem wurden 336 Tibeter und Tibeterinnen der Ausweis korrigiert worden, sodass nun auf alle ausländischen Pässen China angegeben ist. Die SAM beschreibt dies als rein administrative Maßnahme, obwohl es für alle Betroffene ernsthafte Folgen mit sich bringt. Änderungen in Herkunftsbezeichnung hat 3 Probleme. P1. Die Betroffenen fühlen sich beleidigt, weil sie als Chinesen bezeichnet werden, obwohl sie Tibeter sind. P2. Die Tibeter sind geflüchtet, weil sie kein Chinesen sein wollten. Aber sie wurden nun als Chinesen abgestempelt und das ohne zu fragen. P3. Die Tibeter fragen sich, weshalb China ihnen die tibetische Nationalität ausweisen lässt, aber die Schweiz nicht. Und zweitens, über das Thema Reisefreiheit. Wie ich bereits gesagt habe, ich habe Schweizer Pass und ich darf überall reisen. Leider, in den letzten Jahren ist es für viele Tibeter und Tibeterinnen zunehmend schwieriger geworden, Reisedokumente zu bekommen. Dies ist sowohl in als auch in China außerhalb der China festzustellen. Auch hier in der Schweiz wird für Tibeter immer schwieriger, Dokumente zu behalten. Während anerkannte Flüchtlinge einen Reiseausweis für Flüchtlinge antragen können, müssen Tibeter mit B, C und 11 Bewilligung chinesische Vertretung kontaktieren, um solche Dokumente zu beantragen.
obwohl es gemäß die Angabe des SAM-Pflichtig zu dokumentieren und zu begründen, wann ein Termin mit einem Vertreter der chinesischen Behörde vereinbart und aus welchem Grund der Passantrag verweigert wurde. Jedoch, dass die Anliegen vor der chinesischen Behörde grundlos verweigert werden. Das Problem mit dem Reisedokument bereitet der betroffene Tibeter und Tibeterin Sorgen. Folgende Aussagen sind Beispiele der momentanen Lage der Betroffenen. A1. Ich habe Angst, zu der chinesischen Behörde zu gehen. Wenn ich wieder dorthin gehe, werden sie wütend und bereiten meiner Familie in Tibet Probleme. A2. Ich weiß, dass ich nun der Konsulat irgendwie registriert bin und habe Angst, dass ich meine Familie in Tibet Gefahr bringe. Aussage 3. Ich möchte einen Reisepass, um nach Indien zu pilgern und Dalai Lama zu gehen. Ohne Reisepass ist es wie in Tibet. Ich bin gefangen. Ich kann die Schweiz nicht mehr verlassen. So, wir werden alle Fragen von Reporters zu beantworten. Mit uns sind Außendienst von Tibeter Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein, Ligela ist hier, und den Präsidenten von Schweizerische Tibetische Frauenorganisation, Frau Lambda-Firma ist da, und dann von Gesellschaft Schweizerische Tibetische Freundschaft haben wir Präsident Herr Thomas Bügli. Und in kurz, ich werde so das zusammenfassen. Wir Tibeter in der Schweiz auf unsere Ausweisen nicht als Chinesen bezeichnet werden. Das ist unser erster Wunsch. Oder das wollen wir. Und zweitens, wir Tibeter wollen in der Schweiz eine Garantie der Reisefreiheit. So, damit danke ich euch für Ihre Anwesenheit, Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ich möchte das Wort gerne weitergeben an Maja Graf zu den parlamentarischen Vorstößen und was auf internationaler Ebene passieren muss. Ja, guten Morgen miteinander, geschätzte Damen und Herren. Priska Birrer-Heim und ich sind gerne hier heute für die Parlamentarische Gruppe Tibet. Das ist unsere Supportgruppe im Schweizer Parlament. Und wir versuchen natürlich alle diese Probleme, diese Problematik auch auf der politischen Ebene mit Vorstößen zu deponieren, mit Gesprächen und mit dem regelmäßigen Austausch, auch mit den Behörden. Ich möchte Ihnen heute in meinem Kurzreferat zum Postulat, das ich gestern eingereicht habe, etwas Kurzes sagen. Dieses Postulat heißt Bericht zu den Auswirkungen des Freihandelsabkommens Schweiz-China in Bezug auf die Einhaltung der Menschen- und Minderheitsrechte. Wie Sie wissen, hat die Schweiz als zweites Land nach Island von ganz Europa 2013 mit dem Riesenreich China, das nicht demokratisch ist, ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Das war schon damals sehr umstritten, vor allem auch, weil im Abkommen nichts über Menschen- und Minderheitenrechte deponiert wurde. Es ging der Schweiz damals, und das muss man heute wirklich feststellen, rein um wirtschaftliche Interessen und um die Ersten zu sein in Europa, die von diesen vielen Menschen dort profitieren können, die Konsumgüter und so weiter möchten. Nie dürfen aber Menschenrechte und Minderheitsrechte den Wirtschaftsinteressen untergeordnet werden. Eine Annäherung Schweiz-China darf nie zu einer Abnahme des jahrzehntelangen Engagements in Bezug auf die Einhaltung von Menschen- und Minderheitenrechten führen. Und die Annäherung wirtschaftlicher Natur der Schweiz und China darf schon gar nie die Solidarität mit der tibetischen Bevölkerung und insbesondere unseren tibetischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und der tibetischen Gemeinschaft in der Schweiz irgendwie einschränken. Und ich kann Ihnen versichern, es ist erschütternd und ein Armutszeugnis für unser Land, dass
einen souveränen Staat pocht, zu Recht, dass sich eine der ältesten Demokratien der Welt nennt, auch zu Recht, denken wir bis heute und glauben wir daran, es ist ein Rechtsstaat, es hat eine lange humanitäre Tradition, es lebt die Vielfalt, auch die Meinungsvielfalt und die Vielfalt der Sprachen und der Kulturen. Und es bietet sich nun zusehends einer großen Wirtschaftsmacht an. Ich denke, wir sind uns hier einig, das darf nicht geschehen und hier müssen wir auf allen Ebenen Widerstand leisten. Jede und jeder in seiner Rolle, wo sie und er kann. Darum kann ich einfach sagen, vielen Dank. Es ist sehr, sehr wichtig, dass jetzt eine Dokumentation da ist, die auch uns hilft, schwarz auf weiß, unseren Kolleginnen und Kollegen im Parlament und dann auch in der Regierung zu beweisen. Und führen Sie Ihre Beweislagen weiter. Schreiben Sie alles auf, was Ihnen passiert. Ich bin zum Beispiel auch überzeugt, wir haben Handyüberwachung. Ich kann das hier sagen, es ist sehr häufig, dass wenn ich mit Journalisten und Journalistinnen telefoniere, aber nur mit ihnen, dass ich aus der Leitung falle. Ich kann das nicht beweisen, aber es ist einfach seltsam und schreiben Sie das auf. Schreiben Sie alles auf und sagen Sie es auch Ihrem Umfeld. Und nun ganz kurz noch zum Inhalt dieses Postulates, das ich mit Unterzeichnerinnen und Unterzeichner gestern deponiert habe. Der Bundesrat wird darin gebeten, die Auswirkungen des Freihandelsabkommens zwischen der Schweiz und China in Bezug auf die Einhaltung der Menschen- und Minderheitenrechte zu evaluieren und dem Parlament darüber zu berichten. Das ist insofern ganz wichtig, dass eben angesichts der prekären menschenrechtlichen Situation von vielen Tibeterinnen und Tibetern der Bundesrat aufgefordert wird, eben diese Evaluation zu machen und auch in Form eines Human Rights Impact Assessments durchzuführen und eben uns diese Ergebnisse zu zeigen. Wir müssen wissen auch, ob das Freihandelsabkommen auf die Einhaltung der Menschen- und Minderrechte in China und mit den Auswirkungen der Freihandelsabkommens auch auf die Einhaltung der Grundrechte von Tibeterinnen und Tibetern hier in der Schweiz einen Einfluss hat. Und welchen hat es und was ist dagegen zu unternehmen? Und hier schließen wir uns selbstverständlich den Forderungen an, die ja dann noch erläutert werden, die auch heute in der Petition stehen, nämlich, dass die Schweiz sich stärker noch als jetzt engagiert, um die Minderheit in Dialog oder in Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China, dass die Minderheiten und Menschenrechte vollumfänglich respektiert werden. Und eben vor allem auch, dass diese Auswirkungen des Freihandelsabkommens zwischen der Schweiz und China keinerlei Auswirkungen haben dürfen auf die Grundrechte von Tibeterinnen und Tibetern, unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in der Schweiz. Herzlichen Dank, Maja Graf. Ich gebe gleich weiter an Priska Bierer-Heimo. Vielen Dank und auch meinerseits herzlich willkommen und ich möchte mich gerne den Worten der Vorrednerinnen und jetzt auch von meiner Kollegin Maja Graf anschließen und vielleicht einfach noch zu meiner Interessenbindung. Nebst der parlamentarischen Gruppe bin ich bei uns in Luzern auch noch im Beirat der Beratungsstelle für Sans-Papier und gerade bei den Sans-Papiers haben wir für verschiedene Tibeterinnen und Tibeter eine ganz schwierige Situation, gerade auch in Luzern, leider muss ich hier sagen. Und jetzt vielleicht zum zweiten Postulat, das von Nationalrätin und auch Mitglied Barbara Gysi, sie ist auch Mitglied der parlamentarischen Gruppe Tibet, sie war auch mit uns zusammen letztes Jahr in Dharamsala, wo wir verschiedene wiedersehen hier. Und sie hat ein Postulat eingereicht, wo sie sich auch auf dieses Freihandelsabkommen beruft, aber speziell jetzt, dass der Menschenrechtsdialog in Bezug auf die Menschen- und Minderheitenrechte evaluiert wird. Und zwar nimmt sie den Fokus auf dieses Dialogverfahren, das man eigentlich damals in diesem Freihandelsabkommen, dass man das festgelegt hat, oder? Der Bundesrat hat ja selber gesagt und geschrieben auf einen Vorstoß von Nationalrat Barilje, dass sich die Menschenrechtssituation in Tibet verschlechtert hat. Also er sagt das explizit, man kann das im Vorstoß hier lesen, er stellt das fest
Und er sagt in seiner Antwort auch, es werden Gesetze angewendet in China, um jegliche Art von regierungskritischer Meinungsäußerung strafrechtlich zu verfolgen, was zu verschärften Einschränkungen von Meinungsäußerungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit führt. Das dient der Partei zur Festigung ihres Machtanspruchs. Und das gilt für Tibeterinnen und Tibeter, es gilt aber auch für andere Minderheiten in China, also es betrifft alle. Der Bundesrat weiß das eigentlich und wir verlangen nun, oder Nationalrätin Gysi verlangt nun in einem Postulat, dass man die Frage der Wirksamkeit des bilateralen und multilateralen Menschenrechtsdialogs mit China, dieser Dialog müsste eigentlich stattfinden, dass man diese Wirksamkeit jetzt mal überprüft. Wird dieser Dialog überhaupt geführt? Ist er wirksam? Und im Rahmen dieser Evaluation sollen dann eben vor allem die Fragen nach den Auswirkungen dieses Dialogs und der Einhaltung der Menschen- und Minderheitenrechte in China beantwortet werden. Und man weiß zum Beispiel, dass der Druck Chinas groß ist, gerade auch mit diesem Dialog machen sie eigentlich auch Politik und Druck, zum Beispiel als die Personen, die uigurischer Nationalität sind, in die Schweiz kamen, da wurde der Dialog einfach ausgesetzt. Also damit wird ganz klar Repression, Druck gemacht. Und wenn ich noch etwas zur Menschenrechtssituation in Tibet sage, dass sich diese eben stark verschlechtert hat, dann stellt man das wirklich fest, dass eben die Religions- und Glaubensfreiheit, dass die massiv eingeschränkt ist. Wir haben schon von der Überwachung gehört, oder? Man hat die elektronischen Identitätsausweise, man hat Checkpoints, man überwacht die Leute in China mit Gesichtserkennung, das kann man ja heute alles, und kann so eigentlich systematisch ihre Bewegung, ihren Aufenthalt registrieren. Und dass sie nicht ausreisen können, haben wir ja auch schon gehört, indem ihnen eben Pässe eingezogen werden und dass das Kulturgut in China zerstört wird. Sie kennen ganz sicher die Fakten rund um den Teilabriss von Larungar und entsprechend hier das Installieren von chinesischen Organisationen und Instituten in diesen Tempels oder jetzt auch das jüngste im Yokan-Tempel ja ein großes Feuer ausgebrochen ist. Man weiß nicht, was genau alles beschädigt ist. Es findet keine Information, keine Transparenz statt. Und diese Ohnmacht gegenüber der chinesischen Repression, die führt leider, das ist auch Fakt, immer wieder zu Selbstverbrennungen von Tibeterinnen und Tibetern vor allem. Und es sind über 150 seit 2009, die sich selber in Brand gesetzt haben. Fast alle sind gestorben. Es ist übrigens tragisch, also man kann googeln und in Wikipedia bekommt man die ganze Liste aller Menschen, die sich selbst verbrannt haben. Und jetzt erst vor ein paar Tagen ist offenbar eine weitere Selbstverbrennung erfolgt. Und sie ist ein Protest gegen die Unterdrückung Tibets, gegen diese repressive Politik. Und es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass es jetzt im Umfeld des 10. März 2018, jetzt aber 59 Jahre nach der Besetzung Tibets durch die chinesische Armee, dass sich dieser Widerstand und dieser Protest erst recht halt auch wieder so äußert. Und wir haben es gehört, und ich möchte das zum Schluss nochmals betonen, Tibet braucht die Unterstützung und Solidarität der Schweiz. Und wir haben jetzt immer von der Politik gesprochen und ich denke, wir tun in unserem Macht alles, was wir können. Aber ich finde, die Zivilgesellschaft ist auch gefordert und die Wirtschaft ist gefordert. Wir haben große Unternehmen, die in China ansässig sind, die dort ihre Produktionsstätten haben, die Handel betreiben. Und ich meine, es liegt auch an der Wirtschaft, hier ihren Beitrag zu leisten, die Probleme anzusprechen, auch versuchen hier in China selber die Menschenrechtssituation zu verbessern. Der Bundesrat ist gefordert, wir sind gefordert. Und das, was schon verschiedentlich auch gefordert wurde, kann ich nur unterstützen. Wir müssen sicherstellen, dass Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz genau dasselbe Recht auf Meinungsäußerung haben, wie wir uns das alle von uns auch wünschen. Das sollen alle haben, unabhängig, woher sie kommen und welche Ethnie sie haben.
Und dann unterstütze ich selbstverständlich auch diese Forderung, dass man eben die Herkunftsbezeichnung ändert und dass man das Recht auf Privatsphäre, das auch wir für uns reklamieren, dass man das auch den Tibeterinnen und Tibetern gewährt. Und in diesem Sinne werden wir sicher weiterhin politisch aktiv bleiben. Wir machen, was wir können, aber es braucht alle, damit sich diese Situation auch verbessern kann. Herzlichen Dank. Wir fordern alle zusammen den Bundesrat dazu auf, sich international und gegenüber Tibet proaktiv dafür einzusetzen, dass Menschenrechte in Tibet eingehalten und die Kultur und Sprache der Tibeterinnen und Tibeter geschützt wird. Zweitens, wir fordern den Bundesrat dazu auf, seine Heiligkeit, den Dalai Lama, bei seinem nächsten Besuch in der Schweiz offiziell zu empfangen. Ist bis jetzt noch nie passiert. Wir fordern die Politik und Behörden dazu auf, die Meinungsäußerungsfreiheit zur Situation in Tibet, sei es Tibeterinnen und Tibeter, sei es Schweizerinnen, egal, wenn man sich zu Tibet äußert, soll man das immer machen können, uneingeschränkt. Wir fordern die Behörden dazu auf, Alternativen zur Herkunftsbezeichnung China in den Ausweisen zu finden. Wir fordern den Bundesrat und die Behörden dazu auf, sich für die Einhaltung der Bewegungsfreiheit stark zu machen, indem die Schutzbedürftigkeit anerkannt und den betroffenen Personen ein Reisepass ausgestellt wird. Und wir fordern den Behörden dazu auf, konkrete Maßnahmen zum Schutz vor Überwachung und für die Einhaltung der Privatsphäre von Tibeterinnen und Tibetern in der Schweiz zu ergreifen und bei Bedarf bei den chinesischen Behörden direkt zu intervenieren. Herzlichen Dank. Ich möchte gerne, falls es Fragen gibt, kann man die gerne jetzt stellen. Nachher gibt es auch noch Zeit, um Einzelinterviews zu machen mit den Leuten, die hier anwesend sind. Dann möchte ich kurz darauf verweisen, dass nach der Pressekonferenz hier unten ein Flashmob stattfindet mit tibetischen Flaggen. Da kann man auch runtergehen und sich das anschauen. Und es gibt sicher ein paar gute Fotosujets dazu. Ja, und dann möchte ich die Runde öffnen, wenn es Fragen gibt, oder dann eben nachher stehen die Leute gerne zur Verfügung. Gut, dann sind die Leute hier, können Sie gerne.